Der Planschemüller Jahresrückblick 2022. Und das Jahr ging direkt mega aufregend los. Auch wenn alles gerade ein bisschen still steht, wir haben für dieses Jahr sehr, sehr große Ziele. Wir wollen uns Richtig, Pierre, beim ESC bewerben. Was ihr damals noch nicht wusstet, wir waren beim Vorentscheid dabei. In Berlin angekommen wurde es dann nochmal richtig aufregend. Juri, Pierre und Mathis wurden positiv auf Corona getestet. Alles umsonst, aber nicht mit uns. Wir haben noch in der Nacht im Hotelzimmer die Choreo aufgenommen, sodass die Jury sie am nächsten Morgen sehen kann. Im Endeffekt hatten wir zum Glück doch kein Corona. Und wir sind nur haarscharf an einem Platz in der Live-Show vorbeigeschlittert. Keine Sorge, die Bewerbung fürs nächste Jahr ist schon raus. War gut? Ja, also nee, hier war ja. Liebe Freunde, wir sind wieder am Stream. Und zwar aus unserem Wohnzimmer zu euch auf dem Bildschirm. Und wie immer ging dabei auch so einiges schief. Und dann war es soweit. Der Petermann-Schunkelball stand an und wir waren die Saalkapelle. Und wenn ihr Pierre hier seht, wie er bereits vor Showbeginn Jojo-Tricks auf der Bühne macht, kann das nichts Gutes bedeuten. Wir können hier nicht weiter ins Detail gehen, aber unseren Gesichtern sieht man es an. Wir haben nach dem Abend einstimmig beschlossen, nie wieder Saalkapelle zu sein. Dazu fehlt uns einfach das Stehvermögen. Ach ja, da fällt mir ein, ratet mal, wer nächstes Jahr wieder Saalkapelle beim Petermann-Schunkelball ist. Okay.